Hey, wir haben den letzten Sonntag von der Serie unterwegs sein mit dem Heiligen Geist und wir haben letzten Sonntag mit dem Matt angeschaut, wie der Heilige Geist ein Geist ist, der uns vielfältig begabt und befähigt. Er hat das verglichen mit so Päckchen und der Vergleich, der kommt nicht einfach von ungefähr, weil das griechische Wort, wo in der Bibel für die Gabe verwendet wird, ist Charisma und das bedeutet tatsächlich wörtlich Gabe oder eben auch Geschenk. Und wird oft in gewissen Bibelübersetzungen auch als Gnadengabe oder Gnadengeschenk übersetzt. Und was das Wort schon so deutlich macht, ist damit, dass es eben Geschenke sind, dass es etwas ist, wo wir überkommen, aber nicht etwas, wo wir uns verdienen können. Gott ist der Begabungen schenkt. Und sie sind oft einfach ganz praktisch. Da gibt es handwerkliche Fähigkeiten, kreative Fähigkeiten. Es kann aber auch Leiterschaftsfähigkeiten oder Mut sein. Das sind zum Beispiel auch die Früchte vom Geist, wie Liebe, Freude, Barmherzigkeit, Weisheit und so weiter. Und dann gibt es aber auch die, wo man ein bisschen spektakulärer findet, wie zum Beispiel prophetische Worte, Wunder, oder auch Heilung von Krankheiten oder körperlichen Gebrechen. Die übernatürlichen Kraftwirkungen vom Heiligen Geist, also die anderen sind es auch übernatürlich, bei denen ist es für uns einfach offensichtlicher. Ein so ein Beispiel ist, wo der Petrus und der Johannes eines Tages zum Tempel unterwegs sind und dabei an einem Gelähmten vorbeigegangen sind, der musste betteln für seinen Lebensunterhalt, weil er nicht arbeiten konnte. Und wo der Petrus und der Johannes dann betet hat, dass sie ihm etwas geben. Und dann ist das passiert. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Das erinnert mich da an das Meme, was mal vom Tele Zürich, glaube ich, oder irgendwie Silber und Gold habe ich keine, oder Angst und Geld habe ich keine, oder irgend sowas. Genau. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Stellt euch mal vor, wie der muss rumgehüpft sein und rumgejubelt sein und die Leute geschaut haben. Grossartige Szene. Und das Spannende ist, fast immer in der Bibel, im Neuen Testament sieht man, dass so Wunder dazu geführt haben, dass das Evangelium nachher verbreitet werden konnte und Menschen zu Gott gefunden haben. Das ist jetzt so eines von diesen Ereignissen, wo uns da ausführlich berichtet worden ist. Das Ereignis ist aber bei weitem nicht das einzige gewesen. Es ist nicht einfach ein Einzelfall. Es heißt in der Apostelgeschichte, durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. All durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Geist, der machtvoll und übernatürlich wirkt in unserem Leben, so wie das Jesus den Jüngern auch schon versprochen hat und gesagt hat, hey, ihr werdet die gleichen Sachen tun wie ich. Und dann wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Weil was mir aufgefallen ist, dass es vielen Christen so geht, dass sie mit diesen Kraftwirkungen vom Heiligen Geist irgendwo manchmal ein bisschen anstehen. Weil wenn der Heilige Geist wirkt in unserem Leben, dann ist das ja eine grossartige Sache, dann ist das oft lebensverändernd, kehrt unser Leben auf den Kopf, aber oft passiert es eben auch nicht. Und das verwirrt uns und das macht uns oft irgendwo ein bisschen Mühe und sorgt dafür, dass wir ein bisschen anstehen und nicht so recht wissen, wie wir mit dem umgehen sollen oder was wir davon halten sollen. Und um es heute Morgen ein bisschen praktischer zu halten, möchte ich vor allem auf eine von diesen Gaben fokussieren, nämlich auf Heilung. Aber vieles von dem, was ich sage, das gilt genauso auch für Wunder und andere übernatürliche Begabungen. Vielleicht, warum Heilung? Zum einen, weil es ein Thema ist, wo ich mich selber auch sehr stark damit auseinandersetzen musste, wo mein Schwager an Krebs erkrankt ist und wir viel gebetet haben und auch auf Heilung gehofft haben. Und zum anderen aber, weil ich weiss, dass viele andere unter uns das Thema auch enorm schwierig finden und beschäftigt.
Und das hat auch einen Grund. Weil, wenn es ums Thema Heilung geht, dann ist es oft etwas, wo für uns mega viel auf dem Spiel steht. Der Tyler Staton bringt das auf eine gute Art und Weise so ein bisschen auf den Punkt. Er sagt, Heilung ist kompliziert, weil Leiden real ist und Leiden schmerzt. Heilung wird meistens mitten im Leiden gesucht und wenn wir um Heilung bitten, bitten wir Gott, etwas zu berühren, das unser Leben wahrscheinlich bereits geprägt hat und es neu zu prägen. Ob Gott Heilung schenkt oder nicht, unsere Geschichten von Krankheit und dem Suchen nach Heilung verändern uns in jedem Fall für immer. Und das ist genau das, oder, wo das Thema Heilung vielleicht gerade manchmal auch noch so ein bisschen kompliziert und extra brenzlig macht. Weil bei anderen geistlichen Gaben ist es manchmal viel einfacher, damit umzugehen, wenn es nicht passiert. Oder wenn ich bete, dass Gott alle Leute, die diese Message hören, irgendwie zu sich zieht und es passiert nicht, es hat jetzt nicht einen riesen Einfluss auf mein Leben. Und bei Heilung ist es aber oft anders. Gerade wenn man um Heilung betet, dann geht es eben oft vielleicht um so etwas wie Krebs. Oder dann geht es um grosse Schmerzen oder andere Auswirkungen, die unser Leben beeinträchtigen und manchmal vielleicht sogar fast unerträglich machen. Vielleicht geht es sogar um Leben und Tod. Wir beten Gott darum, dass etwas, was unser Leben bereits entscheidend beeinflusst hat, er komplett verändert und neu prägt. Ich möchte einsteigen, wenn wir so ein bisschen das Thema anschauen, mit verschiedenen Grundhaltungen, die man in der Theologie zu Heilung oder zum übernatürlichen Wirken vom Heiligen Geist ganz allgemein. Es gibt 3 so wie sehr verbreitete Ansichten und wir fangen mit 2 an, die sehr gegensätzlich sind, eher ein bisschen im extremeren Spektrum, aber trotzdem weit verbreitet und kann gut sein, dass ihr die auch schon erlebt oder gehört habt oder vielleicht sogar in einer von denen aufgewachsen sind. Die eine sehr verbreitete Ansicht ist, dass Kraftwirkungen, also Wunder, nur zur Zeit der Apostel stattgefunden haben und dass es heute keine echten so Kraftwirkungen vom Heiligen Geist mehr gibt. Man nennt das auch Cessationismus, also eben, dass das Wirken vom Heiligen Geist aufgehört hat und heute nicht mehr so ist. Dabei geht man davon aus, dass gerade Wunder und Prophetie in erster Linie durch die Apostel bewirkt worden sind und dass nach der Abfassung vom Kanon, also wo die ganze Bibel geschrieben worden ist, das aufgehört hat. Und biblisch wird das oft mit dem 1. Korinther 13, dort Vers 8 bis 10 begründet, was heißt, dass prophetische Eingebungen irgendwann aufhören werden, dass Reden in Sprache irgendwann aufhören werden, dass der Gabe von der Erkenntnis irgendwann nicht mehr sein wird. Und am Schluss heißt es dann dort, eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist, dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und das wird dann so interpretiert, und das ist eben die grosse Frage, wenn man jetzt diese Ansicht vertritt, wann ist denn das, wenn das Vollkommene kommt? Und was ist eigentlich das Vollkommene? Und bei dieser Ansicht tut man das oft so auslegen, dass das Vollkommene dann schlussendlich die Schrift war, die uns Gott gegeben hat, die Bibel, und das, was sie da war, die Sachen nachher aufgehört haben. Das kann man sehr gut auch in Frage stellen. Es gibt auch Argumente, es gibt noch viel mehr dazu. Oder? Ich habe jetzt das einfach so den wichtigsten Aspekt daraus herausgenommen. Ich bin zum Beispiel in einer Brüdergemeinde aufgewachsen, wo das so gelehrt worden ist. Dann eine andere Ansicht ist so quasi Heilung durch Glauben. Bei dieser Ansicht wird geglaubt, dass Heilung und Wunder etwas ganz Normales sein sollten und Heilung uns als Christen schon geschenkt ist und so quasi also schon gegeben ist. Wir haben das Geschenk eigentlich schon und wir müssen es nur noch im Glauben ergreifen. Also so quasi, wir haben Heilung schon und müssen das Päckchen nur noch auspacken und richtig glauben, dann wären wir alle geheilt. Die Ansicht die basiert fest auf einer Stelle im Jesaja 53. Habt ihr vielleicht auch schon gehört? Ich lese es da aus der Lutherbibel. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Stelle wird dann in dieser theologischen Ansicht so ausgelegt, dass Jesus am Kreuz nicht nur unsere Sünden, sondern eben auch all unsere Krankheiten getragen hat und heilig damit für uns eben schon erkauft worden ist und wir sie eben darum nur noch in Anspruch nehmen, so wie wir auch die Erlösung, dass Jesus für unsere Sünden gestorben sind, nur noch im Glauben müssen, in Anspruch nehmen. Jetzt die Folgerung aus dem heraus wäre eigentlich, oder, wenn man das weiterdenkt, dass alle Menschen geheilt werden können, wenn sie glauben oder wenn sie vielleicht genug Glauben haben. Und das ist das, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, oder? Jetzt, wenn man im Neuen Testament noch schaut, dann sieht man, dass der Zusammenhang zwischen dieser Stelle, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden getragen hat, oder generell, dass der Zusammenhang, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der wird immer wieder gemacht. Der findet schon x Stellen, das wird so deutlich erklärt und zeigt, an dem gibt es eigentlich keinen Zweifel, das kann man wie nicht wegdiskutieren. Also, du findest x Stellen, wo es heisst, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Das ist darum eigentlich auch die Basis für unseren Glauben, die Basis vom Evangelium. Und was wir zum Beispiel auch sehr deutlich im Neuen Testament sehen und wo mehrfach erwähnt ist, ist, dass Gott alle Menschen retten möchte. Zum Beispiel im 1. Timotheus 2, Vers 4, und das heißt, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also bei diesen Aussagen gibt es sehr wenig Interpretationsspielraum, das macht auch das Neue Testament sehr, sehr klar. Jetzt in Bezug auf Heilung von Krankheit ist das Neue Testament dann aber plötzlich weitaus weniger deutlich. Wir finden nicht die gleiche Eindeutigkeit in Bezug darauf, dass wir durch das Kreuz auch von Krankheiten geheilt wären. Das wird so eigentlich nie klar und deutlich gesagt. Wenn man möchte, dann kann man das aus einzelnen Stellen so interpretieren. Aber es gibt nicht eine allgemeingültige oder klare Aussage, die das so bestätigen würde. Irgendwie aus einem Grund haben das die neutestamentlichen Schreiber nicht gemacht. Und darum kann man vielleicht auch sagen, oder ist eine Ansicht dazu, dass eine Sicht, die sagt, dass jeder Mensch durch den Glauben einfach geheilt ist, eigentlich über das ausgeht, was das Neue Testament von sich selber eigentlich sagt. Jetzt mir ist wichtig, man kann die Bibel tatsächlich so interpretieren, wenn man das möchte, aber man muss sich bewusst sein, es ist eine Interpretation. Es ist nicht etwas, was die Bibel klar und deutlich 1:1 so sagt, wie das zum Beispiel mit der Erlösung und der Sünden ist. Jetzt problematischer finde ich bei diesem Ansatz ein bisschen, dass, wenn man das weiterdenkt, dass dann der Glaube zu einer Art Leistung wird, und dass er dann eben grosse Fragen aufwirft, wenn jemand nicht geheilt wird. Weil im Umkehrschluss würde der Ansatz dann bedeuten, dass wenn jemand nicht gesund wird, dass entweder die kranke Person selber oder die Person, die gebetet hat, zu wenig geglaubt hat oder irgendwo etwas falsch gemacht, weil eigentlich müsste die Heilung ja schon da sein. Und das ist dann oft sehr schwierig zum Aushalten und fügt oft dem körperlichen Leiden dann auch noch ein seelisches Leiden dazu, das manchmal die Situation noch fast schlimmer macht. Jetzt gibt es eben noch eine dritte so eine Position, einen theologischen Ansatz, und der ist der vom «schon jetzt» und «noch nicht» vom Reich Gottes. Und das ist auch die, wo man bei uns in der GVC am meisten vertreten ist. In diesem theologischen Ansatz werden die übernatürlichen Kraftwirkungen vom Heiligen Geist als ein jetzt schon Inbrechen vom Königreich Gottes angeschaut. Es sind Momente, wo wir bereits im Jetzt, in diesem Leben, erfahren dürfen, wie das Reich Gottes ist und wie es eines Tages in Vollendung sein wird. Beim Reich Gottes, das ist ein fixer Begriff, das ist nicht jetzt einfach irgendeine Wortkombination, wo redet man vom «schon jetzt» und «noch nicht» vom Reich Gottes. Das
bedeutet, dass das Reich Gottes jetzt schon durch Jesus Christus angebrochen ist, angefangen hat, Fuß zu fassen in dieser Welt. Der theologische Begriff ist inauguriert. Aber dass die vollständige Erfüllung und dass das Reich vollständig kommt, dass das etwas ist, was noch aussteht, was erst noch passieren wird. Zum Beispiel sieht man im Vater unser, lehrt Jesus uns beten, denn dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Also, dass man immer wieder dafür betet, dass das Reich Gottes auf die Erde kann kommen und mehr Raum kann einnehmen kann. Und so sind wir als Christen wie Menschen, die in zwei Realitäten daheim sind. Mit einem Fuß noch in dieser unerlösten Welt und mit dem anderen Fuß irgendwo schon in dieser Realität vom Reich Gottes und sind irgendwo so dazwischen. Und durch den Heiligen Geist dürfen wir immer wieder so eine Art Vorgeschmack erleben, oder man könnte auch sagen, ein Probiererli von dem, was dann einst in Vollkommenheit noch kommen wird. Ein Geschenk aus Gnade, wo uns der Heilige Geist, wo uns Gott immer wieder macht. Nicht etwas, wo wir uns irgendwie verdienen könnten, nicht etwas, wo wir irgendwie ein Anrecht darauf hätten, im Jetzt schon, sondern etwas, wo Gott uns in seiner Güte und in seiner Gnade schenkt. Darum ist Heilig und auch Wunder sind es schon jetzt so ein Vorgeschmack vom noch nicht von dem Reich Gottes. Aber es ist nicht eine zwingende Folge von irgendwie genug Glauben, so wie wir ja zum Beispiel auch nicht plötzlich nicht mehr sündigen, nur weil wir die Erlösung angenommen haben, sondern immer noch mitten in dem Kampf zwischen dem Reich Gottes oder eben der unerlösten Welt noch sind. 3 Punkte zu Heiligen, die ich ganz kurz machen möchte. Punkt 1, die Bibel ermutigt uns, für Heilig zu beten. Jesus hat seine Jünger beauftragt, und zwar ganz explizit ihnen gesagt, geht die gute Nachricht verkünden und betet und heilet Kranke. Also heilig ist etwas, was für die Apostel und die erste Kirche einfach dazugehört hat. Und darum Punkt 2, heilig ist ein Dienst auch von der Kirche, so wie Predigt, Weisheit, Gebet, Ermutigung oder Prophetie. Es ist etwas, was mit dazugehört, wenn wir Kirche sind. Und drittens, jeder von uns kann für Heilig beten. Du brauchst nicht irgendwie ein spezielles Training oder irgendwie eine Handauflegung von jemandem, Salbung oder einen speziellen Auftrag Gottes dafür. Jeder von uns, wenn du ein Kind von Gott bist, kannst du für Heilig beten. Es gibt Aussagen in der Bibel, die zum Beispiel auch sagen, hey, dass man, wenn man krank ist, auch zu den Ältesten soll und sie Hand auflegen. Das ist auch ein Aspekt davon. Aber grundsätzlich kann jeder auch für Heilig beten. Und darum gehört es auch für uns in der GVC dazu, dass man mutig um Heilig betet. Und ich habe schon mehrfach erlebt, wie Menschen sofort Heilig erfahren haben, wo ich gebetet habe. Das sind grossartige Momente gewesen, oder? Die stärken den Glauben. Mega, es ist manchmal für die Person, die gebetet hat, noch fast ermutigender als die Person, die Heilig erlebt hat. Und dann gibt es auch die Momente, wo Menschen Heilig erlebt haben, aber es ist noch nicht sicher, ob jetzt das wirklich Gottes Wirken war oder nicht. Aber ich glaube, das ist generell der Fall. Es ist sehr, sehr selten wirklich klar, ist jetzt das unumstritten der Heilige Geist gewesen und das Wunder oder auch nicht. Wir wissen es manchmal auch nicht. Aber es ist ehrlich gesagt auch okay. Ich kann damit sehr gut umgehen. Mir spielt das keine Rolle. Manchmal wissen wir es einfach nicht. Und dann gibt es die schwierigeren Situationen, wie zum Beispiel bei meinem Schwager, wo es so war, dass wir betet und betet und betet haben und er ist nicht geheilt worden. Und es haben Hunderte, Tausende Menschen betet und glaubt für ihn. Es hat Gebetsnacht für ihn stattgefunden, bis nach Afrika runter. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um, oder? Wenn Gott so nicht heilt. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wenn wir eine Theologie vom Heilen haben, dass wir auch eine Theologie vom Leiden haben. Weil beides real ist und beides zu einem Leben als Christ irgendwo mit dazugehört. Es gibt sowohl Leid und Krankheit, als auch, dass es die schönen Momente von Heilung und Wiederherstellung gibt. Der Paulus
Er sagt im Römer ein paar Sachen über den Umgang auch mit Leid. Er sagt, aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren, die Bewährung lehrt zu hoffen, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Man kann verschiedenste Schlüsse aus dieser Stelle ziehen und es wäre vielleicht auch wichtig, noch andere Stellen dazu zu nehmen. Das mache ich jetzt an dieser Stelle nicht. Ich mache es ein bisschen kürzer. Aber etwas, was man daraus lesen kann, ist, dass Leid anscheinend etwas ist, was zu einem Leben als Christ mit dazugehört. Und dass man gemäss Paulus da sogar auf eine gewisse Art und Weise Gott dankbar sein können, wenn man Leid erlebt. Warum? Weil anscheinend, wenn wir die Stelle anschauen, Leid etwas auch kann bewirken in unserem Leben. Wir werden verändert, und zwar werden wir auf eine Art und Weise verändert, wie uns etwas anderes wahrscheinlich nicht verändern könnte. Leid hat eine Wirkung auf unser Leben, die du nicht irgendwie durch etwas anderes kannst ersetzen. Zum Beispiel wachsen wir in Barmherzigkeit und Mitgefühl. Wie anders kann ich mit jemandem mitfühlen oder spüren, was jemandem wichtig wird, wenn man einen geliebten Mensch verliert, seit ich das selber erlebt habe? Wie anders kann ich verstehen, was eine schwere Diagnose für jemanden bedeutet, wenn man das bei jemandem im nächsten Umfeld oder vielleicht sogar selber miterlebt hat? Diese Art und Weise von Mitgefühl, die wirst du nie können auf die gleiche Art und Weise erlangen, wenn du nie selber durch das durch hast müssen. Autorität ist auch etwas. Aus unserem eigenen Leid wächst eine gewisse Autorität. Ich meine, was könnte ich euch, oder eben, es wäre ein Hohn, wenn ich euch da Sachen über Leid erzählen, wenn ich nicht in meinem eigenen Leben jemals Leid erfahren hätte. Niemand von euch würde mir zuhören, oder? Und alle würden denken, sorry, was erzählst du da? Das macht keinen Sinn. Aber aus selber erlebtem Leid wächst eine Autorität, wo man etwas weitergeben kann. Aus den Wunden von deinem Leid wächst Autorität, Glaubwürdigkeit und auch Stärke. Etwas Drittes ist, dass man auf eine ganz neue Art und Weise lernt, auch Liebe empfangen. Jemand, der alles unter Kontrolle hat, der kann nie auf die gleiche Art und Weise geliebt werden, wie jemand, der in einer Situation ist, wo er schwach ist und wo er keine Kontrolle mehr über das eigene Leben hat. Wenn man nämlich dann plötzlich erlebt, wie sich Menschen um einen kümmern und für einen da sind, wo das nicht müssten, wo keinen Vorteil davon haben, wo es keine Gegenleistung gibt, das ist eine Erfahrung von Liebe und von Barmherzigkeit, die man nur im Leid erleben kann. Und vielleicht noch ein vierter Punkt, was Leid bei uns bewirken kann, ist eine Dankbarkeit und ein neues Bewusstsein dafür, was denn in unserem Leben wirklich zählt. Leid ordnet unsere Prioritäten komplett neu. Sachen, die vielleicht vorher irgendwo als wichtig erschienen sind, die wirken plötzlich blass und hohl und leer, weil Leid uns wie nochmal aufzeigt, was denn die Sachen sind, die wirklich zählen und was eigentlich über das Ganze gesehen nebensächlich ist. Es gibt dazu noch ein bisschen mehr. Mir ist wichtig, dass ich mit dem nicht sagen will, dass Gott irgendwie Freude an unserem Leid hat oder uns absichtlich Leid schickt. Leid ist etwas, wo Gott genauso schmerzt. Und es ist auch völlig okay und normal, wenn wir uns wünschen, dass Leid schnell vorbeigeht. Aber Gott ist irgendwo auch ein Gott, oder eben der Heilige Geist ist ein Geist, der nicht nur gekommen ist, als der uns vor allem Leid bewahrt. Das ist irgendwo in der heutigen Zeit ist so die oberste Maxime, oder? Möglichst kein Leid erfahren. Und das ist der Heilige Geist nicht, sondern er ist auch als der gekommen, der mit uns durch Leid durchgeht. Wo uns Kraft gibt in einer Situation, wo wir im Leid hinein sind, um es durchzustehen.
Er hat die unglaubliche Fähigkeit, dass er sowohl mit dem Schlechten als auch mit dem Guten in unserem Leben kann schaffen und zu dem erlösenden Werk von Gott machen und so an uns kann wirken. Ich möchte schließen mit ein paar Gedanken, die uns vielleicht helfen können, wie wir dann im Leid um das Wirken vom Heiligen Geist beten können. Das erste so Stichwort ist, wo wir uns vielleicht merken können, ist Gottes Wille. Gott ist selber ein Gott, der Leid kennt und der selber vor Leid nicht zurückschreckt, der Leid auf sich nimmt. Jesus Christus hat selber gelitten und Leid auf sich genommen. Für Gott ist Leid nichts, das ihm fremd ist und er mutet es manchmal an uns zu. Und darum ist Gottes Wille nicht einfach automatisch immer, dass wir kein Leid erleben dürfen. Er lässt es manchmal zu. Er ist nicht der, der es uns schickt, aber manchmal lässt er es zu und formt und verändert uns durch das, wo wir durch müssen. Und manchmal ist es schwierig, das irgendwo zu erkennen, was ist jetzt was. Und auch da gibt es eine von diesen Geistesgaben, die Gabe von der Unterscheidung. Die Frage danach, was ist denn in dieser Situation jetzt effektiv Gottes Wille? Was und wie soll ich überhaupt beten? Und so ist ein erster Gebetsansatz, den man verwenden in einer Situation, ist, dein Wille soll geschehen, Gott. Auch wenn er bedeutet, dass Leid und Krankheit ein Teil von unserem Leben sind. Ein zweites so Stichwort ist Gottes Welt. Wir leben in Gottes Welt. Und zu einem sehr grossen Teil ist Leid das Produkt davon, dass wir Menschen uns entschieden haben, uns abzuwenden von Gott. Dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat und dass durch unsere Entscheidungen, die wir machen, wir immer wieder auch Leid und Schmerz bei anderen, aber auch bei uns selber verursachen. Wir sind ein Teil dieser Welt. Und seit dem Sündenfall ist es eine gebrochene Welt. Und als Teil dieser Welt sind wir mit ein Teil von dem System und leiden drin hinein. Und dann kommt wieder die gute Botschaft, dass Gott ein Gott ist, der in der Erlösungsgeschichte in diese Welt hineinkommt und mit uns drin lebt. Er kommt dir und mir zur Seite. Er lässt uns im Leid nicht einfach allein, sondern er geht mit uns durch und möchte uns Kraft geben, um es durchzustehen. Darum ist ein zweiter Gebetsansatz, Heiliger Geist, du bist Gott bei mir und in mir. Ich brauche deine Begleitung in dieser schweren Zeit auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir beten um Gottes Begleitung, um die Nähe vom Heiligen Geist. Der dritte Aspekt ist Gottes Kampf. Die Realität, dass das Böse auf dieser Welt ebenfalls einen Einfluss hat und Leid und Krankheit verursacht. Und wie ich gesagt habe, wir leben mit dem einen Fuß in dieser noch unerlösten Welt und mit dem anderen Fuß erst im Reich Gottes drin. Aber unsere Aufgabe und Teil unserer Berufung ist, dass das Reich Gottes in dieser Welt manifestiert, sich mehr manifestieren kann, dass es noch mehr zum Durchbruch kommen darf. Und so kämpfen wir mit Christus für sein Reich und beten, dass sein Reich sich noch weiter ausbreiten darf und dass noch mehr von dem Durchbrechen vom Reich Gottes schon im Jetzt passieren und nicht erst im Irgendwann. Und so ist der dritte Gebetsansatz, dass wir auch ganz mutig beten dürfen und zu Gott gehen und sagen, Heiliger Geist, wirk wundersam in unserem Leben. Lass dein Reich sichtbar werden. Heil du das, was krank ist und stell es wieder her. Und damit unserem, und ich finde das so schön in der Bibel, dass immer wieder heisst, wir dürfen zu Gott gehen wie ein Kind zu seinem Vater. Und das Kind würde nie zögern,
Gott um etwas zu fragen. Den Vater um etwas zu fragen. Und so sollen auch wir nie zögern, Gott um etwas zu fragen und mutig vor ihn gehen und ihn auch bitten, das Wunder zu wirken und nicht aufgeben, aber uns vielleicht auch bewusst sein, dass es noch andere Aspekte hat, die auch ein Teil von dem sind. Das ist etwas von dem, was ich so schön finde am Heiligen Geist. Er hat dort wie eine Doppelfunktion. Ja, manchmal wirkt er absolut machtvoll und auf eine spektakuläre Art und Weise und heilt. Aber er ist gleichzeitig auch der, der uns tröstet und uns Kraft gibt, Leid und Krankheit und das eben noch nicht von dem Reich Gottes zu ertragen und da durchzugehen. Ich möchte beten zum Schluss. Ich bitte euch doch gerade zum Aufstehen. Ja, Vater im Himmel, es ist manchmal wirklich ein schwieriges Thema, wie wir mit Krankheit umgehen sollen. Damit, wenn wir beten und unser Herz bei dir ausschütten und keine Heilung passiert. Und manchmal ist es auch einfach so grossartig und kraftvoll, wenn wir beten und es passiert und wir dürfen erleben, wie ein Wunder passiert ist. Vater im Himmel, ich bete, dass wir dich vor allem als einen Vater erkennen und den Heiligen Geist vor allem als der mit uns ist und kraftvoll ist, aber auch einfach näher ist und gleichzeitig auch der Tröster ist, wenn du nicht heilst. Vater im Himmel, ich bete, dass wir dürfen deine Liebe zu uns so fest spüren, dass sie nicht abhängig ist davon, wie du jetzt in so einer Situation entscheidest oder was du für Gründe hast, wo wir manchmal nicht wissen und nicht drauf kommen. Ich bete, dass die Liebe zu dir oder die Liebe, die du zu uns hast, dass die so tief in unser Herz hinein sinken, dass das nicht Stolpersteine für unseren Glauben sein müssen, sondern ein Teil von dieser Realität und dass welchen Weg auch immer du mit uns gehst, dass wir mit dir an der Hand gehen und im Wissen, dass du mit uns bist und dass deine Kraft zu jeder Zeit mit uns ist und in unserem Wirken ist. Amen.